Seltsame Umstände gehen hier vor bei The Witcher 3 Blood and Wine. Da wurde ja gesagt, Pomp und seltsame Umstände. Ja, sprich mit Damia oder sprich mit Sian. Und ich glaube, das machen wir erstmal noch, denn mich nimmt schon Wunder vor allem, genau, Wunder, ob wir jetzt eigentlich, naja, bezüglich wahrem Ende und so weiter, ob wir da einen Schritt weiter sind oder haben wir eher ein gutes Ende, vielleicht sogar ein schlechtes Ende. Wer weiß, wer weiß. Wobei ich denke immer noch, dass, ja, das schlechte Ende wird sicher nicht sein, denn das schlechte Ende wird ziemlich sicher das, oder wäre das gewesen, wären wir mit, ja, also sprich hätten wir irgendwie, Sienna zwar befreit aus Märchenwelt, aber hätte mit, ja, halt ihr Armband nicht zurückgegeben, ne, dass ihr das am Schluss das Leben gerettet habt vor Dekla, fallen wäre auf sie losgegangen, jetzt sie ermordet, naja, denke mir zumindest. Kann natürlich auch alles komplett falsch sein. So, wie zum Henker komme ich jetzt da problemlos rein? Weil eigentlich dürfen wir nicht. Schicke Uniform, wa? Dann mal ganz kurz im Inventar nachgucken. 31. Jo, das hat ein bisschen gelitten. Stufe 63. Also, die jetzt gar nicht gemacht haben. Natürlich war hier ein Charakter ein bisschen updaten, war. Ja, wie auch. Ich kam gar nicht dazu. Voll fies irgendwie. Station, hat schon gemacht hier oben. Offenbar noch. Doch, natürlich. Ich bin jetzt total. Ja, gut, natürlich können wir uns. Ja, stimmt, doch aufs geändert. Ja, ich kann mich wieder erinnern. Natürlich bin ich jetzt eigentlich zu spät dran, aber bringt ja gar nichts mehr. Das ist immer ein cooler Effekt. Wobei zusammen Kampf und Zeit, aber halt einfach 3 von 5 Fertigkeitspunkten noch. Das ist natürlich schon übel. Adrenalinrausch. Ja, man sieht, es gibt hier echt krasse Dinger. Mutation aktivieren, magische Sensibilität. Ich aktiviere nochmal die hier. Vor allem die Art. Was, wenn das Artzeichen gewirkt, besteht eine Chance von 100% die Gegner einzufrieren. Wieso bei Art? Ist eben noch seltsam, aber okay. Ja, was hätten wir da noch? Da haben wir schon aktiviert. Der aktive Schild wieder mal. Naja. Ich weiß nicht, gerade sehr originell, aber hey. Harmonation immer sogar 12. Ja, was man nicht noch alles updaten könnte, wa? So, jetzt sind wir viel interessantere Frage. Kommen wir so problemlos rein? Offenbar schon. Ernsthaft? Keine Wachen? Nix? Das war schon richtig, wa? Ja, stimmt. Halt! Ich muss dringend mit Sienna sprechen. In welcher Sache? Geplant zu haben. Das eine Wache erzählen, bevor es überhaupt die Herzogin weiß. Also sprich an einen Retter. Nicht unbedingt die beste Idee, aber. Ja, wie soll es sonst durchkommen, wa? Ich muss sie befragen. Es sind neue Fakten ans Licht gekommen. Die müssen geklärt werden. Anscheinend hat sie geplant, die Herzogin umzubringen. Na gut. Du bist der Hexer, der die Morde aufgeklärt hat, nicht? Dann gebe ich dir die Erlaubnis, aber nur ein paar Minuten. Ich werde mich kurz fassen. Du vielleicht schon, Geralt, ich mich eher länger. Ich am liebsten direkt Axi einsetzen. Naja.
Der Hexer redet mit der Gefangenen. Ihr könnt kurz Pause machen. Wenn's nur ein Moment ist, ganz schön vorschriftswidrig. Bist du gekommen, um nach mir zu sehen? Es geht mir gut, danke. Artorius Band hat Wunder gewirkt. Schade, dass sie es mir weggenommen haben. Ich weiß, wer das 5. Opfer werden sollte. Meine Güte, kannst du denn das Schnüffeln nicht lassen? Ich sitze im Kerker. Detlef ist tot. Reicht das nicht? Siana, hör auf, so zu tun, als wäre dir alles egal. Ich weiß, dass du Theater spielst und du wirst nicht besser. Warum wolltest du sie umbringen? Na. So ein gerissener Detektiv fragt nach dem Offensichtlichen? Komm schon, Geralt. Was glaubst denn du? Ich glaube ziemlich vieles. Ja, also, nee, sorry, also, da hätte ich jetzt nicht mal zu Beginn der Quest gedacht. Gut, wie gesagt, ich kenne die Geschichten aus den Büchern, aber trotzdem, nee, nur wegen der Flut der schwarzen Sonne. Ja, doch, also, angenommen niemand, der sich mit der Quest überhaupt nicht groß befasst hat, sich keinen großen Gedanken gemacht hätte und so, der würde das vielleicht das nehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wie es Anna Henrietta gesagt hat, wäre vermutlich offensichtlich, hätten wir eben Siana nicht im Märchenland befreit. Mit ihr dort noch ein bisschen Zeit verbracht, aber ist eigentlich ziemlich offensichtlich was. Weil sie dich im Stich gelassen und jedes Andenken an dich verbannt hat? Bravo, Geralt. Wieder ein Rätsel gelöst. Und deine krankhafte Neugier gestillt. Und jetzt? Läufst du mit deiner Entdeckung zu Anna Henrietta? Sie ist nicht mehr in Gefahr, aber vielleicht legt sie ja trotzdem was drauf auf deinen Lohn. Natürlich sage ich es ihr. Wenn auch nicht des Geldes wegen. Warum denn dann? Sie muss es wissen. Und sei es, weil du es bestimmt wieder versuchst, falls sie dich rauslässt. Das kann schon sein. Herrgott, ist die Frau schwierig. Endlich bist du aufrichtig. Lügen sind nur sinnvoll, wenn die Chance besteht, dass jemand sie glaubt. Außerdem finde ich es erfrischend zu sagen, was ich wirklich denke. Warum bleibe ich nicht dabei? Ich war nur nett zu dir, damit du mit mir schläfst. Ich dachte, du könntest mir noch nützlich werden. Dein Freund Regis benutzt dich. Und Anna Henrietta hält dich für einen hirnlosen Golem. Damit hat sie recht. Und weiter. Naja, im Prinzip stimmt ja beides, wobei, dann natürlich macht sie eigentlich nur, weil sie ja selber verletzt wurde, von dem her. Nettes Spiel. Jetzt bin ich dran. Du bist eine jämmerliche kleine Schlange, die nur um sich kreist. Soll ich weitermachen? Du wirst in diesem Turm verrotten. Wenn du alt bist, verbittert, einsam und vergessen von allem. Ein schönes Leben, Siana. Kommandant de la Tour will dich sehen. Können wir direkt gehen? Ja, überleg gerade, wahres Ende. Wie könnte das richtige Ende aussehen? Ich meine, damals bei Hearts of Stone, ich überleg gerade, Wild Hunt und Hearts of Stone natürlich beides. Ciri hat überlebt, ja, ist logisch. Bei Wild Hunt war es ziemlich offensichtlich, was das wahre Ende sein könnte. Gut, ob es jetzt Kaiserin oder Hexerin wird, ja gut. Hexerin, was ist da das wahre Ende? Bei Hearts of Stone gab es eigentlich nur zwei. Entweder stirbt Olgierd oder wir besiegen Count Todim. Gibt es echt mehr als zwei? Ist das echt? Das kann nicht sein, ey. Ich wurde immer gesagt, es seien mindestens 3 Enden. Ne, eigentlich hieß es seien 3 Enden nur. Aber ich habe jetzt irgendwie nach der letzten Folge gedacht, es müssen eigentlich noch mehr sein. Ja, was wären hier das offensichtlich? Ich denke mal, das ist doch fast unmöglich. Dass Siana und Anna Henrietta wieder, naja, Schwestern sind.
das quasi sich gegenseitig verzeihen, aber... Puh, was müsste dazu noch alles tun, wenn es wirklich so wäre? Zuerst muss ich was erledigen. Ich schaue danach vorbei. Na gut. Verdammter Mist, verdammter Mist. Gut, ich will das wahre Ende haben. Also, ich hoffe, ich krieg's noch irgendwie hin. Mal gucken, wa? Wir werden jetzt sicher mal zu Damian gehen und ja, wie gesagt, er muss schauen. Vielleicht hat er das wahre Ende bereits geschaltet. Oder tust es gerne anderen weh. Vielleicht hat das richtig gewesen, wa? Eine kleine Schlange darf nur ausgeteilt, fertig. Und sie sind am Schluss wütend. Ja, vielleicht spielt es ja gar keine Rolle, was wir von beiden nehmen, wa? Vielleicht regt ihr beide sie zum Nachdenken an. Ich meine, natürlich, Sianna hat schreckliche Dinge getan, da müssen wir gar nicht diskutieren. Andererseits wurde sie natürlich auch öfters, ja, sag jetzt mal, gehänselt, falsch behandelt. Das kann man ja auch nicht abstreiten. Ja, es ist schwierig, was man da sagen sollte. Der Fluch der schwarzen Sonne. Wie gesagt, wir kennen ihn ja. Andererseits, es ist ja im Prinzip wirklich so immer das, was man halt selbst erlebt hat, wie man behandelt wurde. Das zeigt es nachher im späteren Leben ja auch, oder? Wenn sie natürlich von Anfang an schon so wie ein schwarzes Schaf behandelt wurde. Nur weil sie zum Beispiel das mit den Bildern, oder? Sie zeichnen Bilder, auf denen irgendwie blutige Köpfe und abgehackt und so weiter alles sind. Mit überhaupt nichts, was zu den Kindern passt. Das macht natürlich den Erwachsenen Angst, aber zeichnen nur das, was er geträumt hat. Was irgendwie auch logisch ist. Was soll denn sonst zeichnen? Ich meine, wenn es darum geht, zeichnen, was du geträumt hast, dann muss es war einfach nur ehrlich. Wenn man mit der Ehrlichkeit nicht umgehen kann, sie deswegen, abgesehen davon, der Fluch der schwarzen Sonne waren bis jetzt 2 Charaktere bislang getroffen haben im ganzen Universum von The Witcher. Die eine Renfri eben aus den Büchern und jetzt Sianna hier im Spiel. Willst du mir doch nicht erzählen, dass es echt nur 2 gäbe? Die anderen wurden wohl viel besser behandelt. Vielleicht auch nicht. Damian? Geralt, es wird Zeit. Bereit für die Zeremonie? Ja, was sollen wir sonst tun? Ich meine, kann losgehen. Mist. Dein Gesicht sieht nicht gerade gut aus. Naja, beim letzten Mal sah es noch schlimmer aus. Ich nehme Arnika. Ich fühle es schon kaum noch. Jo, das war's wohl. Soll ich noch davon unterrichten mit erst nachher, weil vielleicht können wir mit ihr gar nicht mehr quatschen, wa? Ich habe eine wichtige Information. Anna Henrietta sollte das 5. Opfer von Detlef und Sianna werden. Bist du sicher? Und ob, ich habe einen Beweis gefunden. Wie konnte sie? Waren die Morde und die Zerstörungen in der Stadt nicht genug? Sie wollte ihre eigene Schwester töten, ihre Herrin. Ich muss die Ehrenwache der Herzogin vergrößern, damit Silvia Anna beim Verhör genau beobachtet wird. Ich werde mich gleich darum kümmern. Danke für die Warnung, Hexer. Ich weiß deine Aufmerksamkeit zu schätzen. Fangen wir mit der Zeremonie an. Komm mit, die Herzogin wartet. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig, was ich hier tue. Für das wahre Ende. Mist. Mal schauen. Im Namen der Gilde ersuche ich dich um deine Unterstützung, erlauchte Herrin. Ohne Fässer ist es vorbei mit der Produktion und mit uns. Ihr habt sie alle im Feuer verloren? Oh, wie schrecklich. Wir sind über die Maßen betrübt. Ja, erlauchte Herrin, allesamt. Als die Bestien es bis ins Lagerhaus geschafft hatten, ging alles in Flammen auf. Ich werde einen Palastwächter senden, der sich die Unglücksstelle ansieht. Wenn es ist, wie du sagst, wird aus der herzoglichen Schatzkammer eine angemessene Kompensation gezahlt. Vielen Dank, erlauchte Herrin. Erlauchte Herrin, Geralt von Riva ist eingetroffen. Meine lieben Untertanen, wir kommen zum nächsten Punkt. Von allen Pflichten, die mir als Herrscherin dieses Reichs auf den Schultern ruhen, ist diese hier mir die liebste.
Wir verleihen den Orden von Vitis Vinifera, Toussaints höchste Auszeichnung. Geralt von Riva, Schlächter des Biests von Beauclair, tritt vor. Diesen Orden erhält jener Hexer, der Beauclair vom schrecklichen Biest befreit hat. Dies ist unser Wunsch. Dieses Symbol möge allen als Zeichen dienen, dass der Hexer auf ewig ein Freund Beauclairs ist. Weniger förmlich gesprochen, danke ich dir aufs Herzlichste, Geralt. Damian hat deine Belohnung. Unterm Strich war es ja nur ein Auftrag. Vielen Dank. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ein Dutzend Fässer Sangreal. Der Wein ist sonst der Herzogstafel vorbehalten. Auf dich wartet ein kulinarisches Erlebnis, das du nie vergessen wirst. Bist du zufrieden? Ja und nein. Übrigens, Schlächter des Biest von Beauclair klingt eindeutig besser als Schlächter von Blaviken. Übrigens, der Name Schlächter von Blaviken, fand ich gerade witzig, weil ich vorhin darüber nachgedacht habe. In dem Fluch der schwarzen Sonne und so, weil daher hat er den Namen ja auch. Und jetzt hier wieder Fluch der schwarzen Sonne, wieder ein Schlächter, diesmal ein bisschen erfreulicher als damals. Ja, ging nicht großartig anders da. Naja. Schlechte News übrigens. Kann man warten, es ist mir eine Ehre. Ja, aber der ganze überlegt, oder? Ich meine, wir kennen die Wahrheit. Was wäre, wenn wir Syanna mit konfrontiert hätten und sie zum Nachdenken gebracht hätten? Sprich, wir würden Damian nichts sagen, wir würden Anna Henrietta nichts sagen. Wir hätten zwar Syanna mit konfrontiert und sie würde dann bei Anna Henrietta, ja, quasi um Verzeihung bitten, ne? Ich sag's mal so, grob gesagt. Anna Henrietta würde es verstehen, sie würden sich umarmen, Schwesternglück, juhe. Natürlich könnte es auch anders sein, wenn ich jetzt sage, ja, Syanna wollte dich töten, dann erfährt sie, warum sie es wollte und sie könnte sie dann darüber aufklären, wie es wirklich damals war und sie würden sich versöhnen. Also, versteht ihr? Ich meine, beides kann zum guten Ende führen. Kann man warten, es ist mir eine Ehre. Das wäre sicherlich, aber wir sind ja ehrlich und wir sagen es ja direkt. Komm, ich muss versuchen. Ja, zufrieden und dankbar, Herrin. Doch leider muss ich die Stimmung ruinieren. Syanna hat geplant, dich zu töten, Herzogin. Sie wollte Detlef benutzen. Du solltest das 5. Opfer sein. Das kann nicht wahr sein. Unmöglich. Du musst dich irren. Ich habe den Beweis. Ich glaube es nicht. Ich werde gleich mit Syanna sprechen. Begleitest du mich? Du hast mir meine Schwester zurückgebracht. Aber was du mir nun sagst, ist vernichtend. Ich glaube nicht, dass ich gerecht über sie urteilen kann. Ich hoffe, du irrst dich, Geralt. Das tue ich nicht. Im Gegenteil. Ich rate dir, in ihrer Gegenwart äußerst vorsichtig zu sein. Du übertreibst, Hexer. Sie ist meine Schwester. Ich weiß, wie ich mit ihr sprechen muss. Wenn meine Anwesenheit nützlich sein kann, bleibe ich natürlich. Wir befragen nun eine Person, die in die Morde in unserer schönen Stadt Beauclair verwickelt ist. Hauptmann de la Tour, bring Sylvia Anna herein. Wohnt der Hexer der Unterredung bei? Ich bin auf Anforderung der Herzogin anwesend.
Du hast schwere Verbrechen begangen. Doch du bist meine Schwester und mein Herz erlaubt mir nicht, dich wie eine gewöhnliche Kriminelle zu behandeln. Es erlaubt mir auch nicht zu glauben, dass du meinen Tod gewollt hast. Mein Herz verlangt zu wissen, dass es das Monster Detlef war, das dich beeinflusst hat. Du selbst würdest nie so tief sinken. Daher habe ich Geralt als Außenstehenden gebeten, mich zu beraten. Ich werde jetzt anhören, was er zu sagen hat. Okay, ich glaube, wir können es immer noch wenden. Von wegen Happy End glaube ich eher weniger. Das... scheiße, aber keine dritte Option mehr? Mann, Geralt. Gnädige Herrin, als Staatsoberhaupt sollte dein Reich an erster Stelle stehen. Sianna ist unabhängig von ihren Motiven eine Bedrohung für deine Untertanen. Ja, das stimmt. Die Untertanen zählen. Das darf ich nicht vergessen. Sianna, du wirst vor Gericht gestellt und angemessen bestraft. Doch wir werden immer Schwestern sein. Als Herzogin muss ich dich verurteilen. Aber als deine Schwester werde ich dich immer lieben. Wirst du mir vergeben? Mist. Ich brauche ein paar Blumen. Einen Kranz oder so. Hab ich nicht. Es ist alles verkauft. Ich wollte eben gehen. Es gibt hier nichts zu tun. Das ist nicht erstaunlich, Herr. Vor der Beerdigung haben die Leute alles leer gekauft. Männer, Frauen, Kinder. Alle wollten der Herzogin einen Strauß aufs Grab legen. Hexenblumen, Pfingstrosen, Gladiolen. Allerdings mochte sie klassische Rosen am liebsten. Ihre Hofdamen waren hin und wieder hier. Dann wählte ich die hübschesten Blüten für sie aus. Duftend, großblättrig, langlebig. Ach, ich kann es einfach nicht glauben. Von der eigenen Schwester getötet. Wie konnte das passieren? Weil wir uns falsch entschieden haben. Scheiße, ich wollte das wahre Ende. Was mache ich? Natürlich das schlechte Ende. Gut, es war eine Pattsituation, in der Hinsicht haben die Entwickler echt geil gemacht. Ich meine, klar, wenn die Nummer sicher gehen können und Sianna von Detlef töten, dann wäre Sianna tot gewesen, Detlef wäre durch uns bzw. durch Regis gestorben. Das wäre halt der mittlere Weg gewesen, wa? Wir wollen uns jetzt riskieren, von wegen können wir Sianna mal davon überzeugen, es muss gehen, Leute, ich fühle es, es muss noch ein wahres Ende mit Schwesterliebe geben, das kann gar nicht anders sein. Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich einen Fehler gemacht habe. Also einen Fehler. Ja, doch, Fehler. Im Gespräch mit Sianna hätten wir es nicht als falsche Schlange bezeichnen sollen, sondern dass die anderen gerne verletzen sollen. Ich habe echt das Gefühl, dass dort der Knackpunkt war. Bei der Rescue mit Damian, dass wir es ihm erzählt haben, dass
Anna Henrietta das 5. Opfer sein sollte, glaube ich nicht, dass das ein Problem war. Das muss echt da gewesen sein. Stich gelassen. Dass sie dann so entschlossen ist. Nee, das ist sicher nicht der Fehler. Im Gegenteil. Dass sie entschlossen ist, dass. Geralt, sorry. Alleine aus dem Roman schon, du kennst die Geschichte. Ja, eher das. Wie? Schnell und unerwartet. Sie war tot, bevor ich begriff, was geschah. Ach, jetzt erkenne ich dich. Du bist dieser Hexer aus dem Norden, der uns vor dem Biest gerettet hat. Mhm, könnte man sagen. Warte, nimm diese. Ich dachte, du hättest keine mehr. Den Strauß habe ich zur Seite gelegt. Ich wollte ihn der Herzogin selbst bringen, aber nimm du ihn. Ich weiß, dass dir an ihr lag. Was schulde ich dir? Gar nichts. Behalt dein Geld und trink heute Abend zu ihrem Gedächtnis. Mach ich. Leb wohl. Der Fluch der schwarzen Sonne. Zweimal damit konfrontiert, zweimal versagt. Ja, unsere Bilanz ist echt scheiße. Ja, wir werden ein paar noch so abschließen, wie es jetzt hier mit dem... Ich schätze einfach mal, es wird ein schlechtes Ende sein. Und danach, ja. Nächste Folge gucke ich nochmal für das gute Ende und danach denke ich wieder mal ein bisschen mit Regis quatschen und so. Und es soll irgendwie noch eine große Abschlussszene für The Witcher 3 Blut und Wein geben. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt. Man erzählt viel über also etwas, was nichts mit dem Ende eigentlich zu tun hat, was wir hier beeinflussen können, sondern was auf Entscheidungen von Wild Hunt Hearts of Stone zurückzuführen sein soll. Offenbar. Als diese Vampire in der Stadt gewütet haben, hätte ich mir fast in die Hosen gemacht. Nicht nur du, nicht nur du. Ja, Regis, war. Nächste Frage. Wahrscheinlich ist mir gerade egal. Hexer, ich dachte, du wärst schon fort. Ging nicht. Anna Henrietta war... Wunderbar. Schön. Gut. Die beste Herrscherin, die man sich erhoffen könnte. Und ich habe sie im Stich gelassen. Wenn war er ich es. Sei nicht so hart zu dir. Niemand hat damit gerechnet, dass Syanna das noch tut. Und keiner hat etwas getan, weil keiner etwas tun konnte. Ach, du hast sicher recht. Aber wenn eine geliebte Person stirbt, kann man nicht anders, als die Schuld bei sich zu suchen. Dann verlieren selbst die gestähltesten Ritter ihren Mut. Ich wollte der Herzogin meine Aufwartung machen und mich verabschieden. Weiße Rosen mochte sie am liebsten. Geh hinein. Sie liegt in der Herzogskrypta. Im gleichen Raum wie ihre Mörderin, trotz meiner Proteste. Was? Wer hat das bestimmt? Der Regentenrat. Ein Rudel alter Männer mit Statuten und Kodizes anstelle von Herzen. In Syannas Adern floss herzogliches Blut und sie ist nie offiziell enterbt worden. Daher wurde bestimmt, dass sie neben Anarietta liegen soll. Schwierige Entscheidung. Generell sind wir natürlich dagegen, ist klar. Andererseits, Anna Henrietta sah sie immer noch als Schwester. Obwohl sie wusste, dass Syanna auch sie töten wollte. Ich glaube, sie hätte es gewollt. Wenn wir ehrlich sein sollen. Ja, der Fluch der schwarzen Sonne trifft hart und unerwartet. Und meistens, was heißt meistens? Eigentlich immer diejenigen, die es nicht verdient haben.
Und was hat dir das jetzt alles gebracht? Ruhe in Frieden. Es tut mir leid, dass es so enden musste und ich es nicht verhindern konnte. Hoffentlich kannst du mir verzeihen. Ruhe in Frieden. Schicke Krypta und so dezent. Ja, so stelle ich mir meine ewige Ruhestätte vor. In solchen Momenten weiß ich nie, ob du Scherze machst. Nicht doch, Geralt. Es ist bemerkenswert friedlich hier. Und dieser subtile Charme unterstreicht perfekt die Würde der Herzogin. Ach, ihr Menschen versteht es doch immer wieder, mich zu erstaunen. Zu verzweifeln angesichts des Unausweichlichen. Ich bin gekommen, um dich von hier fortzuholen, mein Freund. Nach dem Chaos der letzten Tage hast du etwas Erholung nötig. All die Tode, die ich nicht verhindert habe. Ich fühle mich mies. Ich finde, ich hätte mehr tun müssen. Jetzt ist Toussaint ohne Herrscher. Oder besser, das Chaos herrscht. Und die Verzweiflung. Die Leute haben die Herzogin wirklich gemocht. Ganz Beauclair weint um sie. Emotionaler Massenausbruch? Offenbar haben die Untertanen die Wesenszüge der verstorbenen Herrin übernommen. So sarkastisch? Ich dachte, du hättest Anna Henrietta gemocht. Hab ich auch. Und ich bedauere ihren Tod aufrichtig. Ich auch. Dann trinken wir. Und da habe ich dich immer für eine so komplizierte Kreatur gehalten, die niemals auf so schlichte Methoden wie das Ertränken von Kummer verfallen würde. Es gibt Sorgen, bei denen hilft einfach keine andere Medizin. Man kann über Sienna sagen, was man will. Kompromisslos war sie. Nun allerdings. Es wäre ihr gut bekommen, wenn sie eine etwas philosophischere Herangehensweise gewählt und hin und wieder ihre eigenen Handlungen in Frage gestellt hätte. Stimmt. Wie findest du meinen Brand? Zu stark? Genau richtig. Der örtlichen Alraunen, der Varietät Diavolis sei Dank. Die Wurzeln, die hier in der Vulkanerde wachsen, haben ein einmaliges Geschmacksprofil und eine außergewöhnlich dunkelbraune Färbung. Faszinierend. Ich kann nur sagen, dass diese Charge gelungen ist. Eigentlich wäre es klug, ein paar Wurzeln zu lagern. Würdest du mich begleiten? Klar doch. Du willst jetzt im Dunkeln nach Wurzeln graben? Och, Geralt, selbst wenn ich dir zugestehe, vergessen zu haben, dass ich als Vampir im Dunkeln hervorragend sehen kann, nehme ich dir doch nicht ab, vergessen zu haben, dass du selbst dunkelsichtig bist. Also, wollen wir? Dunkelsichtig, schönes Wort. Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann los. Aber dir ist klar, dass diese Variante hochgiftig ist. Auch für Hexer. Kein Problem. Ich lasse Sicherheit und Hygiene bei der Alchemie niemals außer Acht. Hier, Handschuhe und Maske. Damit solltest du außer Gefahr sein. Also gut, dann mal los. Das Mondlicht lädt zum Träumen. Jo, machen wir das noch. Ich bin echt gespannt, wie der Part jetzt enden wird. Auch wenn es grandiose Überlänge haben wird, ist mir alles scheißegal.
Traurig, traurig. So, komm. Die Handschuhe habe ich angezogen, danke. Ah, natürlich alles nach unten geschoben. Alter, wie ich aussehe wie der Sandmann. Woran denkst du gerade? Succubus-Titten? Nein, ich dachte daran, dass alles interessant aussieht, wenn es richtig beleuchtet wird. Auch alte Nekrophagenkadaver? Du hast wirklich gar keine Kultur, oder? Müsste er doch eigentlich wissen. Succubus-Titten. Ja, okay. Ja, warum nicht? So, da vorne hat noch welche. Wo ist dieser Blutsauger hin? Wird nicht leicht zu finden sein. Ist schließlich ein Vampir. Blutsauger vor allem. Wo steckst du? Hä? Was ist das denn jetzt? Regis! Du hast hier Ich habe getan, was ich musste. Der Knopf ist tot. Diese Buchse haben dich einen Verräter genannt. Tja. Wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns, uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder... Sie werden also keine Ruhe geben. Nein, werden sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel, eine ungeschriebene, genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Darum muss ich Toussaint verlassen. Vermutlich für geraume Zeit. Ja, verstehe. Gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Meinst du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt. Auf den Nachttisch. Danke. Verrätst du mir, was es ist? Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Tja, eigentlich haben wir einen Zugriff mit Triss. Aber was ich noch sehr interessant finde, ist eigentlich logisch, war das Spiel, egal welches Ende du wählst, Detlef muss sterben, muss irgendwie so sagen, weil das Biest von Beauclair ist, geht glaube ich gar nicht anders. Und daher, ich habe mich schon gefragt, was wäre eigentlich, wenn wir jetzt blutenden Wein noch vor Wild Hunt sacken würden? Können wir den Regis, ja, für die Schlacht gegen die wilde Jagd gewinnen? Nö, geht natürlich nicht, der muss ja verschwinden, wa? Und würde sonst uns in Gefahr bringen, daher... Ja, ich wollte ihn dort niederlassen. Ich dachte, er würde mit Triss nach Krovia gehen. Nein, aber der Monster schlechter, weiß ich nicht. Ja. Also eigentlich der Geralt, selbst wenn ich immer das sagen, nein, aber Ich weiß es noch nicht. Vielleicht reizt es mich wirklich, irgendwann Winzer zu werden. Vielleicht bleibe ich aber auch auf dem Hexerpfad, reise durch die Gegend und sehe mir die Sterne an, wenn ich abends neben der Straße lagere. Ach, Geralt, wie poetisch. Könnte von Rittersporn stammen. Ich weiß noch, dass wir uns
hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. An das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gerne. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Jo, so einfach ist es. Naja, also so einfach ist es natürlich nicht. Nee, was wir gerade gefragt haben, viele haben sich auch schon gefragt, wenn Regis überlebt hat, vielleicht Vilgefortz auch, er war immerhin ein äußerst mächtiger Zauberer, vielleicht der mächtigste, der aktuell, sprich in dieser Ära überhaupt existiert hat. Ja, vielleicht beim Witcher 4 mit Ciri in der Hauptrolle. Wer weiß, wenn es um Zeitreise etwas gehen könnte. Aber nee, ich denke, der ist endgültig hinüber. Und du? Weißt du schon, wohin du gehst? Möglichst weit weg. Vermutlich ziehe ich nach Süden. Nach Nilfgaard? Warum nicht? Die Nilfgaarder sind eine moderne Gesellschaft. Da glaubt niemand mehr an Vampire. Das ist meinem Inkognito-Dasein sehr zuträglich. Interessanter Gesichtspunkt. Ja, außer eben hier, der weiß, dass es Vampire gibt, von dem her... Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Allerdings. Alter, was war das für eine Szene? Kira hat uns kurz angeguckt. Peace, Mann, in diesem Sinne. Ja, das war's also, Freunde, mit dem... ich sag jetzt nicht mit dem Let's Play, aber ich sag's mal mit der Hauptstory zu The Witcher 3, Blut und Wein. Jo, trotz allem war es natürlich länger als Hearts of Stone und wenn man beachtet, was man dafür bezahlen musste, war der Umfang doch recht beträchtlich. Also für das Geld gerne wieder ein neues DLC. Problem ist nur... Das war definitiv das letzte Abenteuer laut den Entwicklern für Geralt von Riva. Schade, natürlich noch viel mehr Spiele, also gerne viel mehr Spiele mit ihm. Man hofft ja quasi, dass wenn es mal ein Witcher 4 geben sollte, womöglich erst in 5, 6 Jahren vielleicht so, dass ein Ciri in der Hauptrolle ist und man Geralt vielleicht doch noch irgendwo man sieht, aber nicht mehr spielen kann selbst. Daher, jo. Aber zurück zum Spiel selbst natürlich, Blut and Wine. Es war einerseits viele Nebenquests, aber natürlich auch die eigentliche Hauptstory, die doch sehr, sehr tiefsinnig war. Nicht unbedingt umfassend und so, es war doch eher wie Hearts of Stone. Man hatte relativ schnell raus, wer da irgendwie der Endboss sein sollte. Ich meine, gut, wir hatten natürlich eine Option mit Dettlaff und Syanna. Da war es bis zum Schluss spannend, wie würde es genau enden. Würden beide überleben, würde einer sterben, wer muss sterben, wer wird sonst noch draufgehen. In der Hinsicht echt geil gemacht. Ja, und das Ganze, was natürlich auch sonst noch neu war, haben wir natürlich Elemente aus Wild Hunt. Wir nehmen jetzt einmal den Brief von Triss, den wir da bekommen haben. Wie gesagt, hätte man jetzt da eine Romanz mit Yennefer gehabt, hätte man von ihr einen Brief bekommen, hätte man es mit beiden vergeigt, vielleicht von gar niemandem. Aber ich glaube, würde man Blut und Wein noch vor dem Ende von Wild Hunt zocken, also sprich zum Beispiel noch vor der Schlaf von Kaer Morhen und so, würde man, glaube ich, den Brief trotzdem von Yennefer kriegen. Mal sowas gelesen, dass der Brief entweder von Yennefer kommt oder eine Romanze mit Triss käme von Triss. Aber ja, das ist natürlich das eine. Dann, wie gesagt, soll es noch quasi eine Endszene geben, die nach den Credits kommt. Die machen wir dann aber erst nach dem wahren Ende. Vermutlich als am Schluss in der nächsten Folge dann. Und ja, was ansonsten so alles neu. Ich meine, klar, gab neue Monster bereits bei Hearts of Stone, das ist vor allem geil. Dann vor allem natürlich eine ganz neue Region.
Ich habe jetzt zwar nicht mehr alle Orte aufgesucht, also sprich alle Fragezeichen, dachte echt, würde noch ein bisschen was kommen nachher. Aber ich denke mal, da wäre es, ja, vielleicht noch 1, 2 Sidequests hier und da. Oder halt noch diese Missionen für, ich überlege gerade, was war das schon, irgendwie fahrende Rittermäßig, war? Und dann noch irgendwie noch Geld bekämen und halt neue Orte, neue Punkte noch, die letzten Fragezeichenpunkte noch freischalten könnte. Natürlich neue Orte macht. Ich meine, klar, aber ein ganz neues Bereich von dem her. Neue Region, komplett neue Region, auch ziemlich groß, wie gesagt, vor allem für den DLC. Das Märchenland sowieso, auch das wäre genial. Und eben auch, dass man hier eigentlich, man kann es ruhig so sagen, dass man halt bei der Befreiung von Sianna eigentlich beim Hauptpunkt angekommen ist. Aber trotzdem noch 2 Optionen hat. Entweder das Märchenland, was wir relativ schnell durchgespielt haben, aber es ist noch die Option mit dem Unsichtbaren. Mit dem Obervampir im Prinzip der Region. Und das wollen wir uns auch noch angucken. Wenn nächste Folge das wahre Ende ist, was ich hoffe, dann wird das mit dem Unsichtbaren in 2 Folgen kommen. Also lade einfach nochmal einen älteren Spielstand, wir machen das nochmal. Also nochmal, zum ersten Mal überhaupt, wir zocken halt von den Standpunkt aus nochmal. Ja, danke auf den Vampir natürlich auch, das war ja auch episch. Und ja, auch hier wieder mal, also... Sie haben es echt genial umgesetzt und vor allem durch das neue Mutagen-System, diese Erweiterung. Ich finde das sowieso so krass. Ich meine, alleine schon, was man bei Wild Tunnels machen konnte. Gut, klar, noch die ganzen Updates und Bugfixes und so weiter und so fort. Und dann in Hearts of Stone kam das mit Verzauberung durch den ophirischen Schmied noch hinzu. Mit den Runen, also sprich der Runenschmied, Entschuldigung, genau so heißt es ja. Jetzt hier im Blut und Wein kam das noch hinzu mit dem Mutagen-System. Hast du nicht gesehen? Neue Rüstungen, ne? Die Meistersets davon. Wir haben das eigene Weingut, was man eigentlich auch so wieder... Da fand ich vor allem ganz genau, das mit der Statue Majorans. Und dass das irgendwie ausgewirkt hat auf die späten Ereignisse auch. Jetzt dann auch mit dem Weingut, das man nach und nach ausgebaut hat. Und das Schwert der Ehrending natürlich sowieso, was wir aus The Witcher 1 noch kennen. Und theoretisch, wenn man es importieren würde von The Witcher 1, auch in The Witcher 2 noch hätte. Sind einfach alles so viele Elemente, die da zusammenkamen, wo man gemerkt hat, es ist zwar ein DLC, aber trotzdem wollen die Entwickler es würdevoll und episch zu Ende bringen. Ich finde, das haben sie echt geschafft. Auch hier jetzt mit dem schlechten Ende. Ich denke mal, ein endgültiges Fazit kommt nach mit dem guten Ende noch, mit dem wahren Ende, wie auch immer. Und sowieso, dass Regis zurückgekehrt ist. Yay, ja, gut. Die einen würden sagen, hey, ein Roman war das ganz anders und so. Ich meine, aber es stimmt schon, Regis wurde da zum Klumpen zerschmolzen. Und theoretisch ist ein Vampir noch nicht tot. Das wissen wir so gesehen aus dem Witcher-Universum auch. Also, dass jetzt diese Hintertür noch gepackt haben und gesagt haben, hey, wir bringen Regis zurück, wenn auch ein bisschen geschwächt und so weiter. Man hat es im Kampf gegen Detlef gesehen. Klar, er ist immer noch ein höherer Vampir und so, schafft noch ziemlich viel, aber ist sich nicht, oder noch nicht so stark wie ursprünglich. Tja, dann vor allem natürlich das neue Quintek, oder mit Skellige dann dazu. Also ja, man hat es echt gemerkt, sie wollten hier in allen Fronten noch ein bisschen aufstocken und das Ganze würdevoll zu Ende bringen. An dieser Stelle schon mal sage ich vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, falls ihr kein Interesse mehr habt für das wahre Ende. Denke aber eher weniger. Ja, wie gesagt, das nächste Part, dann hoffentlich geht es mit dem wahren Ende los. Dann will ich noch das mit dem Unsichtbaren klären. Dann vermutlich noch das mit dem Skellige-Deck. Da spielt sich eigentlich das Spiel mit allen offenen Quests zu 100% zu Ende bringen. Gut, ich meine, das mit unserem Weingut, das bringt es gar nicht zu Ende. Weil du kannst immer weiter um einen Waffenständer und hier und das nicht gesehen. Aber den Rest müssen wir eigentlich so weit noch hinkriegen, wa? Jo. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Episode wieder mit dem wahren Ende. Hoffentlich kriege ich es irgendwie hin. Mal gucken. Vielleicht muss ich mich ganz kurz informieren, aber es müsste eigentlich schon klappen. Und dann noch den Rest vom Spiel gucken und wie es nach weitergeht, das erzähle ich dann, wenn es soweit ist. Bis dahin, ciao zusammen!